Ich formuliere nur mal eine gewohnte Idee. Wäre es nicht opportun, für nur die Wahl vom 8. Oktober eine Klimaregierung zu formieren, an der die 4 Großparteien vertreten sind? Wir wissen, dass mit den Mitteln von der traditionellen Politik Zeit aus davon lebt, an dass die Großfrohen, die Großdecisionen, die lo eigentlich müssten, so sehr wie möglich geholt gehen, für die Klimakatastrophe nach können halbwegs gut zu kontern. Wir wissen, dass die traditionellen Mittel von Verhandlungsdemokratie, Konkurrenzdemokratie eigentlich nicht funktionieren. Wäre nicht sinnvoll, eine Konkordanzregierung zu schaffen am 8. Oktober, die das Problem wirklich gegen geeint umgehen? Also eine nationale Regierung, wo die Parteien alle gut so nicht mal an dem Proporz vertreten sind, wie sie gewählt sind, das wäre auf alle Fall innovativ für Lützeburg, mit wir aber nicht innovativ an der Welt, weil es ja so Modellen tatsächlich auch gibt. Und Deutschland hat mit der großen Koalition so Sachen probiert. Aber wenn man sieht, eine Konkordanzregierung, da muss man dafür sorgen, dass die Regierung auch die nötigen Checks and Balances hat, weil sonst regiert sie einfach durch. Und durchregieren heißt dem Moment auch leicht volle können zu regieren. Und das muss man auf alle Fälle an einer Demokratie evitieren, weil Demokratie ist ja nicht einfach ein Aufgehen von der Responsabilität vom Bürger und die Gewählten, mit einer Delegation und die für Politik zu gestalten. Und der Bürger bleibt Bürger, der Bürger bleibt selbstverständlich auch ein Sujet de droit an der Demokratie und das nicht einfach ein Administré. Also in dem Sinn, ich muss ihn da gut evaluieren, was ist das für ein Parlament, aber was ist das doch für eine Kultur von Demokratie, aber was ist das für eine Referendumsdemokratie, das ist wo, wie kann Volk so eine Konkordanzregierung, so ein Konkordanzparlament dann auch nach ein Jahr stoppen. Ging das bedeuten, dass das Parlament so wie biswell ging funktionieren mit einer, in diesem Fall Supermajorität, die geschlossen alle Projekte durchwinken, die Regierung präsentieren. In der Schweiz ist das nämlich ein bisschen ernst, meine ich. Ja, also an den Konkordanzregierungen, die, wenn die Schweiz als Beispiel hält, also es ist ja so, dass die Koalitionen so nicht mal immer im wechseln. Das heißt, du hast mit längs, die zusammen gehen, dann hast du mit rechts, die zusammen gehen, oder rechts längs, die zusammen gehen, sodass dort so ganz unterschiedliche Konstellationen von Majoritäten hast, je nur Thema, an je nur Priorität von den verschiedenen Parteien, die an so einem Parlament vertreten sind. Und das kann ich sich heute zu Lützeburg durchaus vorstellen, dass ich sehe dann der Klimafroh sind Leute sich alle Guten eins, dann dürfen sich auch alle Guten sich beteiligen und dem, was es geht. An andere Frauen, Logement beispielsweise, wird ja auch gesagt, dass die sich eins wird, dass endlich etwas geschehen. Also kann doch an dem Bereich so eine Konkordanzregierung viel mehr sehr. Viro kommen mit am Hintergrund einem Konkordanzparlament. Und da geben die unselige Geschichte von Konkurrenz zwischen den Parteien nicht mehr just wenn es der Partei Raison abhalten und können sich den Sujets und den Themen widmen und dummer auch den einzelnen Gewählten als seinem Rolle als Bürger, als Gewählten, aber auch als Mensch mit Gewissen respektiert gehen, die sich von Fall zu Fall müssen evaluieren, kann ich mitgehen, kann ich nicht mitgehen. Das heißt, man hat viel mehr eine Lebensdemokratie, wo Grenzen nicht durch Parteien verlaufen, wo Grenzen durch Themen verlaufen. Und dann kann völlig auch, wenn ihm die Grenze bis genau gesagt,
viel méi einfach mat agebonne ginn an eng Frohgestalt kräin eng Grosfroh, eng Prinzipiefroh, wo en der per Referendum sich dafür oder dagent kann ausdrücken. Dat so ein Dram, wann ich so kann sagen, den ich als Swiss so viel natürlich gern wundert in einen Deel von dem, was Schweizer über Jahrhunderten sich errungen und auch heute zu Lützeburg kein verwirklichen, wann ihn das dann wählt, aber wann ihn die Courage dazu hat. Ich komme eigentlich auf Klimapolitik zurück, wo so eine Konkordanzregierung aus den 4 große Parteien die Möglichkeit hat, für wirklich an einem Esprit von Zusammenarbeit die Solutionen zu dezidieren, die sich dringend, kurzfristig imposieren. Stellen wir dort froh, ob künstliche Intelligenz, das ist ja ein ganz großes Thema mittlerweile, gehen, ob künstliche Intelligenz do nicht auch könnt, ob man eng Brodenfunktion überholen, an dem Sinn, dass sie ging die Solutionen vier gehen, die noch ihre Momiersen, noch ihre Berechnungen sich gegen imposieren. Et wie schön, wenn man bei der künstlichen Intelligenz und ich mal eng Zucht Orakel hätte, weil da ist kein zu, wie man am besten zusammen verlieren, nur so, dass es kompatibel wird mit den natürlichen Ressourcen von unserer Welt. Ich meine, dass in der künstliche Intelligenz tatsächlich auch überschätzt und sie zum Teil auch mythologisiert. Natürlich, ich meine, wir nicht hilfreich eng Glaubenshaltung par rapport zu der künstlichen Intelligenz anzuholen, das aber eng Silikonintelligenz, eng technische Intelligenz, eng rechnend Intelligenz, die immer nimmen so schlau kann sie wie die Donneien über diese verfügt, damit denen sie kann umgehen. Mir auf der anderen Seite holt sie etwas voraus, dass sie Männer biaiséiert, dass wenn es Berechnen geht, das heißt, wenn wir rechnen, der Rechner meistens an unserer Favor, wenn ich das so kann sagen, aber rechnen nicht, wir machen das, was die Kurzintelligenz nennt, das heißt, wir holen einen kleinen Umweg, eine kleine Aufkürzung, und da sind wir bei einem Resultat, was aber ganz oft falsch ist, während du künstliche Intelligenz natürlich mehr klar und richtig rechnet, was wir aber auch fertig bringen, wenn wir es mehr beginnen und nicht richtig durchrechnen. An dem Sinne kann künstliche Intelligenz eine Hilfestellung sein, an dem das uns von unseren eigenen Bienen, von unseren eigenen Verzerrungen ein Stück zurückhält. Da seht ihr, junger Mädchen guckt, hei sieht aber lo dëske ja falsch, ne? Dat heißt, die muss das schon en compte hole, was hei zu rechnen ass. Me dat as aber dann nach die andere froh wen entscheet. Ne? Also ich denke, et wir net hilfreich, wenn man lo wie an de Science-Fiction-Filmer irgendwelche Intelligenz extern giffen d'Entscheidung überlosen. Als Kulturen können wir tatsächlich auch so weit gehen, an unseren eigenen Tod, als eigenen Aufleben mitdenken. Das ist brutal geschwert, brutal gesucht, aber das ist tatsächlich eine Realität, dass der Mensch ein sterblicher Mensch ist und dass schon ganz viele Kulturen, auch ganz hohe Kulturen, abgehalten und existieren aus unerfindliche Gründe zum Teil, wo ich nicht genau kann nachvollziehen, für was sie untergegangen sind. Und ich denke, noch Eiskultur kann dem Untergang gewidmet sein, und wir können in Umständen Akteure von dem Untergang sein, gerade auch an diesem Moment. Und da meine ich, könnte schon darauf an, dass wir uns bewusst gehen, für wen sind wir dann eigentlich da. Ne? Also wenn man an den Enkel kann denken beispielsweise, da kann ich sich vorstellen, dass die aber 2100 problemlos erleben. Und wir können uns das heute nicht vorstellen am Jahr
2024, wo mir schon 5 Jahre mehr weit denken, immer mänglich weit gedurcht 2030, 2050, als für die meisten von uns kaum greifbar. Und aber gibt es Leute auf dieser Welt, die Ende von diesem Jahrhundert noch werden leben, aber in die an dem Zentrum hält. Und ich denke, wie sieht denen hier Lebenswelt aus? Und das kann ich auch berechnen, das heißt, von wo hier Frieden in künstliche Intelligenz zu rechnen. Rechnen die von denen Kanner hier an, sie sehen, was das heißt, sodass wir das auch besser verstehen können, was das heißt, weil wenn wir die Prognostike gucken, wir leben die ja nicht richtig, weil das ja nichts Neues. Seit 1972 wissen wir lieber klar, wo es hingeht an der Wissenschaft, wir sind nicht eigentlich noch viel, viel mehr lang, wo wir mit all dem CO2-Ausstoß landen. Wir haben uns da helfen, von ihnen, da denke ich genau sich für uns anhält, wie viele Tonnen, das heißt, wie viele Autos oder wie viele Flieger voll von CO2 mir so durch die Welt checken, und es kein Gedanken darüber machen, was das für die Zukunft von den neuen Generationen heisst. Das heißt, künstliche Intelligenz kann aber ein wichtiges Hilfsmittel sein, auch für uns die Zukunft mehr konkret für uns anzuhalten, an für eine beratende Funktion eigentlich zu überholen, da wo es heißt, Decisionen zu holen. Darüber hinaus gibt es aber noch ungeheuer viel Applikationen, wo künstliche Intelligenz schon am Gespräch ist, als das etwas, was uns soll Angst machen, wie misst Politik darüber reagieren, für dass man nicht einmal überholt wird von etwas, was man ja noch gar nicht gewollt haben. Also das ist eine höchst komplexe Frage. Die Europäische Union ist ja am Gang darum, den AI-Act zu schaffen. Und noch da seid ihr schon rein bei den Definitionen, was das eng, was das dann, das Parlament und der Conseil sich nicht eins sind, dass den High-Level-Group, den Mod gefroht gehen, dass sich nicht eins ist, wie was genau definiert. Und wenn ich keine klare Definitionen nur, ist es doch schwierig, die Sachen anzuordnen und noch gegebenenfalls anzugrenzen. Lo probiert die Europäische Union, an dem dazu 4 verschiedene Niveaus von Risiko durchstellt, an dass man so den einen also so heiß, dass der praktisch nicht der verwirklicht ging, an die 2 anderen, die sind so niedrig, dass sie irgendwo ohne irgendwelche Kontrolle können umgesetzt gehen. Da bleibt noch die schwierigen Dritten. Ich meine, dass du ein einer Wurmisse wählen, an dem ich nicht gerne wäre, und hätte gesagt, alle Applikationen, die auf künstliche Intelligenz zurückgreift, die sollte eigentlich eine Zucht TÜV-Test machen, wo ich so als die doten Applikation tatsächlich safe für die Leute, die da mal gehen, an sich die wesentlich vorstellen, was möchte so eine Applikation mit den Menschen, die sie dann noch aufwenden. Da entsteht schon eine Interaktion, also so wie so nicht mal Brot Chase möchte, dass der Bäcker ein Bäcker ist, ne? Oder ein bestimmtes Messer möchte, dass ein Metzler ein Metzler ist. So geschieht auch etwas mit uns, wenn wir mit künstlicher Intelligenz umgehen. Nämlich just als Beispiel den Handy. Ne? Das ist interessant Wort, was ja dann praktisch eine Hand durchstellt. Außer in Deutschland versteht ja kein Mensch, was ein Handy ist. Ne? Da geht also den Handy sozusagen zur Verlängerung vom Mensch. Ne? Und heute machen vielleicht, wenn ich sie froh, sie sollen irgendeinen Gest machen, für sie zu erkennen, da geben sie wahrscheinlich so auf ihren Handy gucken, an dem Dr. Google frohen, aber in die Reflex, bis du angebaut wird, ne? Und vergiss den, wie rechnet, weil ihn just nach Rechenmaschinen denkt, oder wenn ihn Texter möchte, dann denkt ihr just nach ChatGPT, den es besser möchte wie ihr selber,
oder mit Journey, wann es darum geht, Bilder zu konstruieren und zu rekonstruieren, dann denke ich, also schon eng froh, die viel mehr tief geht, kulturpolitisch, anthropologisch, was machen wir mit Eis, wenn wir Eis auf die Doten utieren, allosen, ohne dass wir Reise die verlöst tun. Das heißt, Mist für eine Reihe von Applikationen, ob man so etwas existieren wie eine Agence, so wie bei den Medikamenten an der Medizin, die ging eine Applikation op Herz an ihre Prüfen an dann recht ging freigehen für op de Marché. Also ich meine, gibt kein normale Mensch an den Flieger klammen, die nicht von irgendwelchen Agenzen aufgeholt werden. Es gibt auch kein Medikamente schlecken, wo nicht die Agence gesucht hat, die sind safe. Ne? Aber spielen wir hier auf einem großen Feldexperiment mit Utieren, die mit uns interagieren, ohne dass sie je wirklich getestet sind, ohne dass wir wissen, was für eine Kurzzeitfolgen, mittelfristige Langzeitfolgen das für uns an unserem Zusammenleben hat. Weil kann ich sich schon vorstellen, hier verschwindet nur Vergangenheit, Zukunft an der Präsenz. Ne? Das wird alles vermischt, wenn ich ein Bild kann herstellen aus dem Material, was du 24 Jahre Foto gemäht hast, und ich kann das als Film von Haut durchstellen. Und wir weisen die Kanner von Dingen Kanner, die wissen ja nicht mehr wenig, dass das überhaupt gespielt wird. Wir wissen also nicht, was das Vergangenheit, was das Zukunft ist. Ich kann Fotos von meinen Eltern, die tot sind, nicht zum Leben erwecken. Ich kann mit denen aufhängen, einen Dialog zu feiern. Also das ist schon etwas, wo das, was wir in der Zeit verstehen, an Zeit selber als Erfindung vom Mensch, eine von den wichtigsten Erfindungen, weil wir damit eine Struktur an unser Leben bringen. Und zum Beispiel als Zeit am Gange sich tatsächlich abzulesen an denen toten Utieren, weil die Zeit gar nicht brauchen. Ne? Ich gesehen nicht nur Zeit, die riskiert als Begriff sich eigentlich abzulesen, mehr auch das Element vom Raum, wobei wir ja wissen, dass Raum an Zeit, die zwei Nationen, die sind, die Leben von den Menschen seit hier rhythmieren, aber wenn die sich ablesen, sind wir eigentlich in einer ganz anderen Welt, die man noch nicht können begreifen und noch nicht können aufschätzen, ob hier Konsequenzen. Was könnten zum Beispiel Konsequenzen von so einer Ablesung von Raum und Zeit für Demokratie sein? Ja, also ich meine, dass der Mensch selber ohne Raum und Zeit gar nicht kann leben. Aber wenn der Mensch nicht ohne Raum und Zeit kann leben, dann ist das doch dann von der Demokratie. Und damit sind an der größten Gefahr, die AI kann durchstellen, weil sie den Mensch an einem gewissen Sinn seine Hauptkoordinaten weghält, ohne dass das aber nur eine Volontät nimmt. Weil wir sind ja die es an das System ranbräuchten tun. An den Harari, die nur ein ganz interessantes Bild, die schwätzt davon, dass AI die Sprache vom Mensch gehackt wird. Das heißt, heute, wenn wir mit einem Instrument schwätzen oder schreiben, dann haben wir den Eindruck, dass das mit unserer Sprache, mit unserer Kommunikation ist. Ne? Und damit geht es das Wesentliche, was wir ein bisschen angeholt haben, was der Mensch ausmacht, seine Sprache. Ne? An Demokratie ist ja ein Spiel von Sprache, das heißt, du musst dich an der Sprache mit den anderen erhalten, über die Zukunft festlegen, wie die Zukunft soll aussehen. Aber wenn du an dem Spruch gewähren ist, ob immer auch nach ein oder zwei oder drei verschiedene künstliche Intelligenzen mitspielen, ohne dass sie als das erkannt gehen, da verlieren wir als ersten Überblick. Und damit meine ich also schon einfach so, dass die mit der künstlichen Intelligenz nicht dumm darf umgehen,
weil das Schlimmste, was der künstlich wat kann passieren, das ist, dass mir dumm damit umgehen, an dummerte gifem Reis an eng Situation bringen, wo man her no auch kein aus wie mir kennt fannnen oni lo den Deivel und Wand zu molen. Ich denken de Mënsch mat all Technik misse leieren zu gehen, an dem dat uns auch Grenzen verwiesen wird, sie wird just Witterslimitationen für Banales zu suchen oder Verkehrsregeln. An die Regelmenglisch muss man auch erfannen für künstliche Intelligenz und du mat net Demokratie haut. Nirwen dem Klimawandel mensch nach eng weiter ganz große Herausforderung, wo netrems geht, Tabfroen AI zu delegieren, mir wo es geht, Eis an Notdenklichkeit zu bringen, über Zukunft, wie will man Sinn als Menschen auf dieser Welt für sich selber.